möchte Ihnen Blumen überreichen. Ja. Ich möchte Ihnen mein ganzes Hotel zu Füßen legen. Oh nein. Aber das ist viel zu wenig. Ich werde Ihnen ein bescheidenes Präsent machen, das Sie allerdings mit allen teilen müssen. Eine echte spanische Paella de Valencia. Paella, Paella de Valencia, Paella Valenciana. So nennen sie in Spanien das berühmteste Gericht. Paella, Paella de Valencia, Paella Valenciana. Was immer Sie auch essen, etwas Besseres gibt es nicht. Paella, das ist Reis in der Pfanne mit Fisch und mit Fleisch und viel Spanischem allerlei. Valencia ist die Stadt, die der spanischen Spezialität ihren Namen verlieh. Paella, Paella de Valencia, Paella Valenciana. Bereiten wir für Sie. Ole! Man nehme, man nehme, man nehme, man nehme, man nehme. In 3 nicht zu großen Töpfen erhitzen wir je eine Tasse Olivenöl und dünsten darin jeweils eine Knoblauchzehe sowie eine große durchschnittene Zwiebel aus. Denn damit verfeinert man auf sehr einfache Art den Geschmack des Olivenöls. Und ist das geschehen, so nimmt man die Knoblauchzehe sowie auch die Zwiebel jeweils aus dem Topf heraus. Was kommt nun in unseren ersten Topf? Schenkel und Flügel und Brust eines Huhns, leicht gesalzen und mit Mehl bestäubt, darum möchte ich bitten. Was kommt dann in unseren zweiten Topf? Mageres Schweinefleisch 500 Gramm, leicht gesalzen und mit Mehl bestäubt und in Würfel geschnitten. Was jedoch kommt in den dritten Topf? 150 Gramm Fischfilet, das in Streifen geschnitten wird und 10 Krebsschwänze Fischfilet und auch. die Krebsschwänze ebenfalls, die bestreut man mit Mehl und Salz, so wie vorher. Das alles wird in den Töpfen schön goldgelb geröstet in heißem Olivenöl. Und daraus entsteht schon bald jene unbeschreibliche, weithin berühmte, echt spanische Spezialität. Paella, Paella de Valencia, Paella Valenciana. Millionenfach erprobt, millionenfach gelobt, in ganz Aus den 3 verschiedenen Töpfen gießen wir nun je 2 Drittel des Olivenöles wieder ab. Holle! Und dann nimmt man eine große, feste, flache Pfanne, wie sie sicher jeder in der Küche hat. Holle! In dieser Pfanne
Sonne wird alles gut verteilt. Unser schön angebratenes Schweinefleisch, Hühnerfleisch, Krebsschwänze sowie Fischfilet. Und aus den Töpfen gießen wir dann im Nu jeweils den Rest Olivenöl dazu. Nur Geduld, por favor, denn schon bald servieren wir Paella de Valencia. Si, 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 Senor. In die Pfanne kommen Weiden und 3 Tassen Reis sowie 6 Tassen heißes Wasser ebenfalls. Ole! Ole! Ferner ein paar Streifen Paprika, 3 Prisen Safranpulver, etwas Pfeffer und ein wenig Salz. Ole! Ole! Das alles wird nun noch einmal gut verteilt und muss dann eine Viertelstunde lang, wie Sie sehen, auf mittelgroßer Flamme stehen. Und wenn der Reis zu trocken wird, träufeln wir schnell etwas heiße Hühnerbrühe drauf. Nur Geduld, por favor, denn wir kochen schließlich die Paella de Valencia. Schön langsam mit Amor. Si, 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 Senor. Sonst könnte sie missglücken und danach beim Essen käme sie Ihnen dann vielleicht ein bisschen Spanisch vor. Atención, señoras, señoritas y caballeros, atención. In España legt man nach der Viertelstunde Kochzeit dann am Ende über die Paella noch ein großes nasses Stück Papier. Und erst wenn dieses zu trocknen beginnt, ist die Paella richtig gar und fertig zum Servieren. Es ist soweit, der Rest ist eine Kleinigkeit. Wir kochten ein paar Muscheln, nur die dienen nun zur Garnitur. Und ein paar Streifen Paprika sind auch noch zum Garnieren. Dazu trinken gibt es roten Wein und schenkt die Gläser ein. Paella, Paella de Valencia, Paella Valenciana, wird auf den Tisch gebracht. Man isst Paella nicht allein in Valencia, nein auch in Tarragona, Jaén und Barcelona, in Málaga, Toledo, Palma, Montilla, Granada und Sevilla. Und in Madrid. Doch heute haben wir Paella, Paella de Valencia, Paella Valenciana, speziell für Sie gemacht. Und dazu wünschen wir zum Schluss Ihnen allen nun, Señoras y Señores, einen guten Appetit.